Ich bin immer noch so voll berührt und so voll mitgerissen von dieser mega herzigen Beisetzung. Und der haut so einen raus. Ah, jetzt nehmen wir mal einen Begräbnisteil vom Kodlak. Sind schon alle versammelt, habt ihr das gesehen? Und für uns Nehmen wir Abschied. Der Alte hatte nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. Und weiter geht's. Kommen immer näher. Wo ist der Hebel? Werwolf! Machen wir jetzt alle mal frei. Ob das eine schlaue Idee ist, sei dahingestellt. Ah! Ist da jemand? Schießt mich immer noch an, dass sie da unseren Anführer abgemetzelt haben, da, die Silberhände. Der Anführer war irgendwie cool. Nicht? Der hat doch irgendwie Charisma gehabt, der Kollege. So, Deli. Ihr kennt das Spiel. Zurück zum... Wie heisst es da, unsere Base? Das umgekehrte Wikingerschiff. Das ist mir gerade der Name empfallen. Jorvaskor. Genau. Jorvaskor. Die anderen haben mittlerweile wohl die Vorbereitungen für Kodlaks Begräbnis abgeschlossen. Von hoch zu Himmel. Der arme Kodlak. Gerechte Rache. Zu Ehren der Toten, oder was ist gestanden? Zu Ehren den Toten. Ah, jetzt nehmen wir mal einen Begräbnisteil vom Kodlak. Wo wird er beerdigt? Schon da in der Nähe. Vermutlich der Himmelsschmiede oben. Kann das sein? Ja, das kann sein. Sind wir zu weit oben, hä? Ja, sind wir zu weit. Upsi! Da führen müssen wir. Und dann da links. Ja, genau. Sind schon alle versammelt. Habt ihr das gesehen? Wir kommen spät. Wer wird beginnen? Ich mache es. Im Scheine der uralten Flamme trauern wir. Ob dieses Verlustes Weinen wir. Für die Gefallenen. Schreien wir. Und für uns nehmen wir Abschied.
Sein Geist ist von uns gegangen. Mitglieder des Zirkels. Wir ziehen uns in die Tiefenschmiede zurück, wo wir ein letztes Mal zusammen trauern. Brutal gemacht, ne? Brutal gemacht. Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wutrat? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Es ist mal eher, die zurückzubringen. Jetzt redet doch nicht so blumig, Mädel. Natürlich möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Ich bin immer so Es gibt da noch voll eins, so das Kotlak stets wie seinen Augapfel gehütet hat. Würdet ihr seine Gemächer aufsuchen und es mir bringen? Ich denke nicht, dass ich der Beste bin, um seine Sachen zu durchwühlen. Weil ich will sagen, ich bin immer noch so voll, wie sagt man? Berührt und so voll mitgerissen von dieser mega herzigen Beisetzung. Und der haut so einen raus. Mit Vergnügen, Kollege, mit Vergnügen. Ich danke euch. Ich werde hier warten. Gut, so machen wir's. Du bist doch ein Kalter, hä du? Das ist der Schmied von dieser Himmelsschmiede. Oh Gott, ich finde es einfach mega schön gemacht. Mega schön gemacht. Total. Ja, machen wir weiter, hä? Was ist jetzt passiert? Habt ihr da gehört? Sorry, da muss ich jetzt noch mal kurz anschauen. Nein, gut, nicht. Boah, sie tun mir einfach so leid. Sie tun mir einfach so leid. Vermutlich da runter irgendwie. Wenn man dann herausfindet, wo. Ah, da. Nein, den Teller stellen wir jetzt nicht. Gut. Gehen wir zum Erlund zurück. Der Erlund. Wer hat er gesagt, für was er die Fragmente braucht? Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wutrat? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Habe ich jetzt voll nicht mitbekommen. Voll nicht. Servus, Jarl Balgruf. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Und Welche über Art von eure. Waffen bevorzugt ihr? Ich mag kleine, schnelle Krieger. Ja, das erwähnt ihr immer wieder sehr gern. Ihr wisst, dass ich Hände extra mag. Grüezi. Ihr seid zurück. Ja, ich habe Fragment vom Kotlak. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Gut, gehen wir in die Tiefenschmiede. In die Tiefenschmiede. Nicht, Können wir da mit? Die ist sicher wieder so hure gut versteckt. Ah, das hier. Ah, das ist der gleiche Eingang, den ich schon mal nicht gefunden habe. Der Alte hatte nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein
Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Wilkas. Schön für euch. Aber er wollte rein sein. Er wollte Ysgramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerächt. Kotlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kotlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kotlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Ysgramor. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wuthrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Ah, jetzt weiß ich, wieso ich Drachen gab vergessen. es nur in Märchen. Die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserer Schildschwester hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kotlaks werden die Wiedergeburt von Wuthrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wuthrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten, zum Grab von Ysgramor aufzubrechen. Für Kotlak. Für Kotlak. Jetzt sind sie wunderbar, was für ein Schwert ist, was sie uns da gegeben haben. Egal, ob es stärker ist oder schwächer als das, was wir haben, wir werden das tragen für den Kampf. Für den Kotlak. Sind ihr dafür? Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Da ist es. Ist kein Schwert. Ist eine Axt. Gut. Was gafft ihr denn so? Ich habe ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Solltest aber. Du solltest Angst vor uns haben. Du solltest Respekt vor uns haben, Lieses. Eine Gummi eigentlich. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat ist Noch so gerne, aber jetzt haben wir gar keine Zeit. Vielleicht später. Hoi Pferd. Grüezi. Jungs, wohin rennen wir? Haben wir irgendein Ziel? Ja, haben wir, aber wo? Ja, will man ja nicht sagen, dass ihr jetzt da raufrennt, oder? Ja, ihr vielleicht schon, wir nicht. Wir reisen in die Nähe und schauen dann, wie wir dort hinkommen.